Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Channel. Ja, langsam gehen die Rauhnächte zu Ende. Wir sind jetzt schon bei der 11. Und alles das, was wir jetzt über die ganzen Tage hinweg beobachtet haben, betrachtet haben, geplant haben, erarbeitet haben, kann man jetzt, wie soll ich sagen, zusammenfügen, etwas wie ein bisschen wie ein Puzzle. Das heißt, hier wird zum Beispiel auch in dem Buch Bifrost angesprochen, also die Regenbogenbrücke, mit der die verschiedenen Welten verbunden werden. Und insofern ist es vielleicht auch hier wichtig, sich mal all diese Aspekte, die man über die letzten Tage gesammelt hat und die man vielleicht notiert hat, mal zusammenzunehmen und zu betrachten, inwiefern man die Verbindungen darin erkennen kann. Das kann auf diese Art und Weise sein. Das kann auch sein, dass man sich Gedanken darüber macht, wie eigentlich das, was man im Spirituellen tut, wie man es im Alltag mit einbinden kann oder beziehungsweise wie eben halt das Spirituelle mit dem Irdischen aufeinander passt. Denn sehr viele Leute, besonders in der New Age Esoterik, haben ja diese Art und Weise, ja nee, also das Leben hier, das ist ja materiell und das ist was auch immer und hat mit dem Spirituellen nichts zu tun und man muss sich davon lösen, um überhaupt spirituell sein zu können. So. Und wirklich klarzustellen, wie auch erklärt wird, Spiritualität urteilt nicht und insofern sich eben bewusst zu werden, inwiefern eben das Spirituelle sehr wohl mit dem Irdischen zusammenpasst und welche irdische Aspekte vielleicht auch im Spirituellen Platz finden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es kann auch bedeuten, dass man einfach mal die Verbindungen versucht herauszufinden zwischen verschiedenen Richtungen, die man macht oder verschiedenen Arbeiten, also im Irdischen vielleicht sich noch einmal Gedanken zu machen, inwiefern man die Arbeitswelt mit dem privaten Leben in Verbindung bringen kann, dass es übereinstimmt. Es kann aber im Spirituellen zum Beispiel auch sein, dass jemand, der eine Richtung hat, vielleicht merkt, dass er andere Sachen mit einfließen lassen kann. Für mich ist das im Moment zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, weil ich gerade mit der taoistischen Numerologie in Verbindung in Kontakt geraten bin, das mich absolut fasziniert. Während ich auf der anderen Seite ja dann eher germanisch unterwegs bin oder dann eben halt auch, ich sag mal, schamanisch, also eher aus dem nordamerikanischen Teil unterwegs bin. Und mir ist jetzt die Idee gekommen, zu versuchen, inwiefern ich das magische Quadrat, das man ja auch aus dem Feng Shui kennt, verbinden kann mit den Runen, um es als Runenwurfsystem zu versuchen. Wer das interessiert, der kann sich ja gerne melden. Ich brauche da immer dann so ein paar Versuchskaninchen. Also heute geht es, wie gesagt, um diese Verbindungen. Was immer man denkt, das nicht verbunden ist, herauszufinden, inwiefern man es dann auch nur für sich selbst verbinden kann. Und auch dieses Mal frage ich natürlich mal die Runen, was die davon halten. Und die Rune, die ich gezogen habe, ist Algis. Zu Algis gibt es verschiedene Aspekte, die ich ansprechen möchte. Und zwar denke ich, dass es besonders in dem spirituellen Gebiet, wo es mit dem Irdischen verbunden wurde, eine sehr alte, also jetzt nicht uralt, nicht ahnenhaft alt, aber einen etwas älteren Aspekt hat. Denn, wenn auch umgekehrt, diese Rune wurde ja benutzt als Peace-Zeichen, als diese ganze Sache mit den Kriegen und so weiter und so fort wieder so aufkam. Und also da haben Leute das Spirituelle mit dem Irdischen verbunden. Die haben sich zusammengesetzt, sie haben meditiert, dass der Krieg eben nicht ausbrechen sollte, dass Frieden bestehen bleiben würde und so weiter. Ich finde das natürlich interessant für die Leute, die sich mit dem Peace-Zeichen befassen. Also wenn Algis so gezeichnet wird, steht sie unter anderem für das Leben. Das heißt, sie wird sehr stark mit dem Elch als Geweih in Verbindung gebracht, aber auch als, ich muss mal wieder meine beiden Katzen stoppen, die sind gerade dabei, Teenager zu spielen. Wird auch als Baum dargestellt, also als den Schutz eines Baumes mit den Ästen. Und
Man kannte sie auch unter den Gaunerzinken. Wenn sie so gezeichnet war, dann hieß es, dass irgendwo jemand gestorben war. Also das kommt dann wieder in diese Richtung. Man hat dann auch ein bisschen diese Idee und Verbindung mit den Wurzeln, also mit der Erde und den Leuten, die man darin begraben hat. Allgemein allerdings ist er sein Schutzzeichen. Und ich denke, dass wenn wir auch diese verschiedenen Ebenen mehr ineinander verflechten und mehr ineinander fließen lassen, anstatt zu sagen, ich halte das eine von dem anderen getrennt, hat man eine sehr stärkere Energie, um sich auch schützen zu können, weil man sich auf verschiedenen Ebenen schützt. Und dass die Dinge zusammen funktionieren sollen, ich habe das Thema ja auch schon aufgebracht, von wegen, dass diese Art und Weise, dass nur die Frauen jetzt was tun und die Männer wirklich außen vor gelassen wird, dass es so nicht funktionieren wird. Und das hier ist ein bisschen auch, man kann einfach symbolisch mal sagen, okay, diese verschiedenen Äste greifen in andere Welten über, so wie auch ein Geweih eines Elches oder eines Hirsches ja auch so ein bisschen in diese anderen Ebenen sozusagen aufgreifen kann. Und dabei sollte man auch nicht vergessen, dass das Wort Geweih mit dem Wort ein Geweihter in Verbindung steht. Das heißt, das hat nichts anderes zu tun, sondern dass man dort auch so diese Verbindung sah zwischen, ich sag mal, dieser fast, dieser königlichen Struktur, sage ich mal, die in einem Geweih eben steht, im Sinne von diese Größe damit zeigt, und auch diese Schwere, dass dieser Hirsch dieses Geweih, was ja jetzt auch nicht nichts wiegt, eben tragen kann und trotzdem noch immer erhobenen Hauptes steht und dass insofern ein Geweihter also auch, ich sag mal, diese Last der Arbeiten, die von oben kommen können, dann mit in diese Welt trägt. Also auch wieder diese Verbindung von beiden Welten. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Rune, sind nicht mehr viel übrig, noch 3. Dann habe ich auch noch eine Rune für natürlich den November. Hier habe ich Jera. Jera ist die Rune des Jahres und auch dieser Zyklus des Jahres. Und jetzt, wo wir in den November kommen, kann man wirklich sich wieder darauf vorbereiten, von wegen, es ist natürlich jetzt anfangs des Jahres ein wenig seltsam, weil man jetzt schon über das Ende des Jahres spricht, aber vielleicht mal so diesen Blick darauf, egal für wie dieses Jahr beginnen, auch das wird wieder ein Ende haben und es wird ein neues kommen und so weiter und so fort. Und auch Jera hat diesen Aspekt, den wir ja auch schon bei Ingus hatten, von wegen, dass es 2 Kano-Runen sind, die ineinander greifen. Nur greifen sie hier nicht so ineinander, dass sie sich komplett gegenüberstehen, sondern hier wird der Wechsel gezeigt von einem in das andere. Das heißt, das eine öffnet sich in das andere und öffnet sich wieder und so, als würde es so hochsteigen, sage ich mal. Man kann es ein bisschen, für mich ist es die Runenversion des Taiji. Taiji kennen die meisten Leute eher unter dem Ausdruck Yin-Yang-Symbol. Ich mag diese Version nicht, weil das sehr platt ist und auch diese Zweidimensionalität des Zeichens eigentlich so ein bisschen darstellt. Also es geht nicht darum, da hat man Yin und da hat man Yang. Und man hört ja so oft, ja, auch in dem hellen Yin ist ein Punkt schwarz und in dem dunklen Yang ist nein, umgekehrt, Entschuldigung. In dem hellen Yang ist ein dunkler Punkt und in dem dunklen Yin ist ein heller Punkt. Und sehr oft gibt es dann so Texte, wo dann steht, ja, und so ist auch in allem Guten was Böses und in allem Bösen. Yin und Yang oder das Taiji hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, der sollte sich wirklich mit dem Taoismus befassen. Und was ich so spannend finde und was in diesem Zeichen, in diesem Symbol, so wie man sieht, gar nicht zum Tragen kommt, besonders in unserer dualistischen Denkweise hier in unseren Gegenden, ist, dass es gar nicht darum geht, dass dieser Punkt existiert, sondern da, wo das eine größer wird, entsteht das andere. Das heißt, je mehr man in die Richtung des einen Extrems geht, je mehr kommt man in dem anderen Extrem raus. Und das findet man zum Beispiel auch
im Kybalion, in den 7 Prinzipien des Kybalion und wo es ja die Gesetzmäßigkeit der Polarität gibt. Also es ist wirklich dieses auch hier wieder ineinandergreifen. Das heißt, das, was wir heute besprochen haben, oder was ich heute besprochen habe über über den Bifrost, über die eine Welt in die andere einfließen lassen, kommt dann auch hier wieder hinzu. Das heißt, dass das nicht getrennt ist voneinander, sondern dass das ineinander fließen ist. Und zum Beispiel kann das auch ein sehr wichtiger Aspekt sein für die Leute, die irgendwann unterwegs merken und sagen, jetzt habe ich 2, 3 Monate lang nicht mehr meditiert, ich habe mich nicht mehr um die Götter gekümmert, ich habe den Göttern nicht mehr geopfert oder so. Das sind Momente, die notwendig sind, um wieder diesen, wie soll ich sagen, diesen Anlauf zu nehmen, um wieder in diese Welt zu gehen, sodass diese Welten eben halt ineinander greifen können und sich einer der anderen öffnen kann. Dafür müssen beide Welten eine gewisse Stabilität haben. Und Kano, die ja hier zweimal gezeigt ist, ist ja auch die Rune des Feuers und dieses ersten Aspekts, der die Sache überhaupt zum Brennen bringt. Das heißt, man kann sozusagen das eine nur als Feuer schüren, dann auch das andere existiert und dadurch eben diesen Wandel eben halt passieren kann. Ich persönlich finde diese Verbindung schon sehr spannend. Es ist ein bisschen so, als würde ich sagen, okay, wenn ich in diese andere Welt greife, wenn ich das bewusst mache, bewusst die beiden Seiten fließen lassen, dann kann auch das Ja selbst kann dann auch fließen in dieser Richtung und in diesem Wandel. Und diesen Wandel vielleicht bewusster anzunehmen, aber ohne ihn zu erzwingen. Denn auch in der Natur, er zwingt nicht einen Fluss, ich könnte es ja mal versuchen, aber ihr merkt ja selbst, heute haben wir einen Tag, wo es Überschwemmungen, Warnungen hier im Süden von Luxemburg gab, und wo ich mir sage, also so groß ist unser kleiner Fluss hier nicht. Jetzt hat aber auf der anderen Seite, sage ich, ja, und auch die wurde wieder kanalisiert und auch die wurde, und man kann das versuchen, aber es wird nie gesund sein und es wird immer wieder dann über die Ufer treten, wenn wir versuchen, diesen Fluss zu erzwingen. Es geht wirklich hier darum, in diesen Fluss zu kommen, der da ist und sich ein bisschen mittreiben zu lassen. Aber eben zuerst einmal bewusst darauf hinzugreifen, sich Bifrost bewusst zu sein, genauso gut auch da im Äußeren wie im Inneren, denn Bifrost ist nichts anderes eigentlich als unsere Chakren, sind die Regenbogenfarben. Man wird es immer wieder finden, egal in welcher Form. Also er existiert, wenn auch nicht materiell, aber er existiert visuell in unserer physischen Welt, aber er existiert auch in uns und er existiert in diesen ideellen Ideen, dass es eine Brücke ist eben halt. Und insofern kann man damit sehr wohl spielen, in welche Richtung man über diese Brücke geht. Einmal die eine Richtung, einmal die andere Richtung. Und einfach merkt, nur weil wir, ich sag mal, hier auf dieser Ebene sind, nur weil wir hier auf dieser Ebene sind, bedeutet das auf der anderen Seite nicht, dass die anderen Welten uns verschlossen sind. Und hier kann man eben vielleicht darauf zurückgreifen und sagen, okay, wohin führt mich jetzt meine Reise? In welche dieser Welten führt mich meine Reise mit den Informationen, die ich über das ganze Jahr und jetzt über die Rauhnächte halt gesammelt habe? In diesem Sinne wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und dann werde ich euch nur noch einmal, also was die Rauhnächte betrifft, noch einmal begrüßen dürfen für die letzte Rauhnacht in dem nächsten Video. Vielen Dank.